Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone. Pelzig. Ich mache keinen Ärger, keine Angst, auch wenn ich Vertrauensstufe 0 Grad bin. Ja, ich befürchte jetzt schon, während ich die Aufnahme noch mache, dass ich in der letzten Aufnahme einen gewaltigen Schlickser gehabt hat, dass die Playstation durch sehr viel geschluckt hat wieder während der Aufnahme. Und dass du leider immer ein Teil auch von der eigentlichen Aufnahme flöte geht. Das finde ich immer sehr schade. Ich möchte mich an der Stelle entschuldigen, aber bei so neuen Spielern arbeitet die Playstation wesentlich härter als bei älteren Spielern. Hier ist O'Brien. Du hast noch ein Funkgerät von uns. Gut, okay. Das hört man ja auch im Hintergrund. Ich versuche dir zu helfen, diese Frau zu finden. Sarah Whittaker. Oh, Moment. Ich habe sie in den Heli gesetzt. In der Nacht in... Ja, ich weiß, okay. Da gehen wir jetzt mit, Aber zuerst musst du was für mich tun. ja, da gehen wir jetzt... gehen wir jetzt doch eher mit der Wow, mit der Primärwaffe drauf. Fuck, gleich 3 Wölfer. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden, weil ich gedacht habe, es wäre ein einzelner Wolf. Wow. Alter Latz. Boah, scheiße, ein Dreck. Okay, 3 Wölfe auf Beutesuche ist halt echt heftig. Aber die stecken anscheinend sehr viel Ei, die Tiere. Wow. Das tut mir eigentlich auch sehr leid, weil ich es hasse, auf Wölfe schießen zu müssen. Weil ich das dann doch für sehr edle Tiere halt. Was? Du willst was von mir? Achte auf die Digitalanzeige deines Geräts. Ich schicke dir eine verschlüsselte Nachricht. Koordinaten. Wir treffen uns dort. O'Brien, worum zum Teufel geht es hier? Oh. Triff mich einfach dort. In meiner Nähe wird's von Nero-Soldaten wimmeln. Sie dürfen dich nicht sehen. O'Brien, Ende. Alles verwenden. Das habe ich jetzt leider zum Teil verbappelt. Also mit O'Brien ist noch was. Okay, das ist relativ wichtig. Ja, aber wie gesagt, oh, yes, das. Deke, bist du da? Hey, Cope. Lass mich raten, du hast einen Job für mich, hm? Okay, ich komme rum, sobald es passt. Gegen Ende. Okay. Gut, also hier hat man nochmal, ich erinnere mich, das ist dann mit O'Brien, das ist dann eher wieder Hauptstory. Hier ist dann wieder Sidequest. Ich glaube, ich mache zuerst das Freaker-Gebiet, dann die Sidequest und dann O'Brien. Ja, wie gesagt, die Playstation, die schluckt bei den neuen Spielen leider hin und wieder mal ein bisschen was an Aufnahme hat und ein kleiner Schlickser. Und dann habe ich das Salat. Mensch, das könnten wir uns vielleicht auch noch angucken. Oh, Tucker auch noch. Bist du da? Tuck, ja, ich bin da. Du hast bestimmt wieder einen Job für mich. Gut, ich komme dann vorbei. Gegen Ende. Okay, Tucker oder auch noch was. Und zwar Kehre zum Hot Springs. Ja, in Stücke gerissen ist das wieder Story. Bei Copeland heißt's Schutz für die Schwachen. Müsste ich wahrscheinlich Waffe sammeln, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, und wie gesagt, gerade bei den neuen Spielen arbeitet die Playstation, ach, wie ihr hört, im Hintergrund sehr, sehr stark und sehr intensiv. Und deswegen kann das hin und wieder mal vorkommen. Das ist so schade. Ich habe aber leider noch kein anderes Aufnahmemedium für die PlayStation 4 gefunden. Ich weiß, dass man das auch mittels USB nochmal verbinden kann an den PC und so extern aufnehmen kann. Wie das funktioniert, habe ich allerdings noch nicht gerafft. Ich nehme nach wie vor, wie bei meinem allerersten Let's Play, eigentlich von der PlayStation direkt über die Aufnahmefunktion auf. Wenn ihr natürlich wisst, wie das funktionieren kann, dass ich das extern mache, könnt ihr Bescheid geben, dann können solche Schlickser nämlich vorkommen. Ist natürlich jetzt bei so einem neuen Spiel echt bedauernswert und ich möchte, dass mir das bei The Last of Us Part 2 passiert. Days Gone war zwar ein heiß erwartetes Ding, aber bei The Last of Us Part 2 will ich wirklich alles richtig machen. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, sind auch wieder ein paar Freaker unterwegs, wie ich höre. Verdammt. Wer? Shermans Camp ist nicht mehr weit. Okay, das scheint wohl das jetzt zu sein, ne? Wow, das ist wieder ein Wolf. Moment mal. Erster hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Warte mal, halte mal das Gaul A. Wir wechseln mal kurz zur Handfeuerwaffe. Du war. Wow, es ist ein Bär! Scheiße, du brauchst Scharfschützegewehr. Nein. Endlich. Ach du Scheiße. Wow! Oh, fuck! Gott! Oh, die sind auch noch schneller als ich, die Viecher.
Deswegen schnell dein Verband anlegen oder was da immer. Huscht! Nein, geh weg, Bär! Weg, Bäri! Na los. Oh nein! Man hat hochgeladen. Scheiß doch ins Kanonenrohr, ist das assi! Okay, jetzt greifen mich hier schon die Bäre auf offener Stroß an. Ich habe gedacht, das wäre ein Wolf. Oh, fuck, Dudel, du! Alter! Okay, scheiße. Weg, weg, weg. Ich glaube, ich renne wirklich durch ins Haus rein. Oder in die Shire. Und probiere von dort aus, mich nochmal zu sortieren. Beziehungsweise hier nochmal. Ich glaube, das war nicht das Allerdümmste, was ich hätte machen können, ne? Oh Gott, wo ist der Bär? Da ist er. Oh Mann! Immer diese Überwältigung. Und der hält halt ordentlich was aus. Mit, okay, Alter. Ja, die Engine spinnt ein bisschen und spackt ein bisschen. Warte mal, jetzt gehen wir wieder Handfeuerwaffe drauf los. Okay, Alter. Fuck, Dudel, du. Jetzt gucken wir wieder, wo der Bär ist. Und machen, dass wir wieder hier reinkommen, weil anscheinend kommt er nicht hier ins Gebäude rein. Scheint irgendein Bug in der Engine zu sein. Den ich natürlich zu meinem Vorteil ausnutzen kann. Da ist er wieder. Ja. Ja, hier scheint er nicht reinzugehen. Jetzt können wir wieder rausgehen, dann kommt er wieder arg stürmt. Oder ist er jetzt so verwundet, dass er abhaut? Alter, wie viel schluckt dann der an Muni? Okay, wieder rein. Okay. Ja, hier scheint er dann reinzugehen. Jetzt habe ich ihn. Boah, Mann! Okay, also beim nächsten Mal definitiv Flucht. Ich leg mich nicht nochmal mit dem Bär an. Und das für einmal Bärefleisch ist halt schon heftig. Dann möchte ich gerade mal gucken. Ja, genau, ich möchte einen Verband Hersteller. Möchte gleichzeitig einer Benutzer und nochmal Hersteller. Dann möchte ich von meinem Bike auf jeden Fall die Satteltasche plündern. Ja, einmal bitte Munition. So, sehr schön. Okay, yo. Das ist hochgeladen. Die sind alle wieder hochgeladen. Perfekt. Okay, leck mich doch am Arsch. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte mich eigentlich nochmal dafür entschuldigen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher jetzt schon bereits bei der Aufnahme. Okay, das ist eine irgendwie A-Lage, die ummauert ist. Dass die PlayStation hier ordentlich was von der Aufnahme mitgenommen hat. Und tut mir leid an der Stelle. Und wenn ihr Bescheid wisst, wie ich hier, sagen wir mal, wirklich über PC aufnehmen kann. Wie ich hier über PC aufnehmen kann. Dann gebt mir noch gern Bescheid, was ich für Software und möglicherweise Hardware brauche, um PlayStation-Aufnahme über den PC aufzunehmen. Das würde mich einfach mal auch interessieren, aus einem rein technologischen Standpunkt. Ich weiß, dass es sowas gibt und dass viele Leute, gerade die hochwertigere Let's Player, sage ich jetzt erstmal, ich meine, ich muss ja niemand was vormachen. Ich bin tatsächlich noch im Vergleich zu anderen Leuten absoluter A-Fänger und ich mache mir da auch selber nichts vor. Insofern die besser besuchte Let's Player, die größeres Publikum haben und PS4 spielen, beispielsweise Sarazar macht sowas sehr häufig, würde mich mal interessieren, was die so benutzen und was die so brauchen dafür, damit ich diese Aufnahme möglicherweise auch so übernehmen kann vom rein technischen Standpunkt. So, die Shire gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Also für Bäre ist es auch auf jeden Fall gut zu wissen, hier ist nichts Großartiges drin. Für Bäre ist es auch meiner Meinung nach gut zu wissen, dass man diesen Engine-Trick ausnutzen kann und dementsprechend auch sich dann in Häuser zurückziehen kann. So, hier geht es in diese ummauerte A-Lage, hat sogar extra noch so einen Fluss vorne dran. Und ich würde doch mal glatt sagen,
Hier bei der Tankstelle ist der perfekte Ort, um Spike Hier ist es. abzustellen. So, lassen wir es gerade ausrollen hier bei der Tanke. Und steigen ab und dann legen wir doch mal los, ne? So, dann fangen wir doch mal an mit unserem hässlichen Tageswerk. Die Satteltasche ist geplündert, damit ist auch offiziell eigentlich alles auf Maximum, was ich tragen kann. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier noch reisen können in den 15 Minuten, die uns noch bleiben. So. Das Besucherzentrum. Ich muss da irgendwie rein. Gut, an der Stelle, wir haben auch 3 Mollys. Das heißt, wir legen los und verbrennen natürlich alle Nester. Und wie schon in so einem Infobalken gestanden hat bei der Ladebildschirme. Wenn ich das tagsüber mache, kommen aus den Nestern natürlich wesentlich mehr Freaker raus. Ist ja logisch. Die verkriechen sich ja tagsüber in diese Nester. Wobei nachts halt viel auf der Straße noch unterwegs sind. Warte mal, eine Gaulartig kann ich noch heimlich eliminieren. Und solange das in so einem Ort hier ist... Wow, das war nämlich gerade so wirklich sneaky. Das war schon halber offensiv noch der hinterhältige Angriff gestartet. Ja, dann können die Freaker nämlich dort hier gehen, weil ich weiß, dass das Kannibale sind, die auch ihresgleichen futtern. So, dann gucken wir doch mal uns aber erstmal um. Okay, weil... Wenn ich schon hier bin, wie gesagt, möchte ich eigentlich auch ganz gern die Nester zerstören. Das sieht schon aus, als wäre hier zerstört das Nest. Es kann halt auch sein, dass diese 3 Nester im leichten Modus nur sind und dass im mittleren bis schweren Mod hier möglicherweise auch noch Nester wären, dass wir es dann hier vielleicht mit 5 oder vielleicht sogar 6 zu tun gehabt hätten. Und das natürlich bei weniger Ressourcen, die zur Verfügung stehen, um Molotov-Cocktails zu basteln. So. Okay. Da ist noch einer, was wir abplündern können. Schrottinventar voll. Schade, schade. So. Ich weiß, ich müsste eigentlich zu diesem Besucherzentrumsgedöns. Was ich jetzt aber erstmal machen will, ist die Nester ausfindig machen und die ausräuchern. Sonst wird es nämlich nachts ganz hässlich, wenn es ein bisschen länger dauert. Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Okay, da liegt noch ein Kadaver rum. Ein Medikit, das ist doch super. Okay, ich sehe schon. Wir können hier auf den Molotow wechseln. Weil hier ist irgendwo noch ein Nest eingezeichnet. Das ist jetzt im Gebäude Da ist drin. noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Okay, hier ist es. Rums, da ging die Pfeife los. Und rums, da kam der Freaker raus. Okay, ich gucke mich natürlich auch in der Umgebung dabei um. Ich sage jetzt nicht, dass das eine Horde ist. Es klingt nämlich irgendwie so, als wären das mehrere Freaker, mit denen man hier rechnen müsste. Und ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob das nur Freaker-Mucke oder ob das schon allgemein die Horden-Mucke ist. Es klingt halt schon hardcore von der Musik. So, was sind sie dann? Ah, da ist noch einer. Scheiß Typ. Okay, die Ohren holen wir uns nochmal. Die verkaufen wir dann nämlich alle bei Iron Mike. Bierflascheninventar voll. So, da gibt es leider kein Trepp noch, aber. Hier wird uns allerdings ein Nest gezeigt. Ja, ist das over oder? Oh. Hallo, meine Gaula. Munitionsspare und so. Oh. Das war's nochmal mit Munitionsspare und so. Das Schwärmerohr holen wir uns trotzdem. Ich sehe allerdings nicht, wo hier... Okay. Da kommen schon wieder 2 angewatschelt. So. Schnell wieder hochladen. Okay, ich wäre gerade aus der Karte nicht schlau, die uns anzeigt, dass hier ein Nest sein soll. Und ich sehe nicht wo. Ich vermute stark, ne, dass es hier drin sein könnte. Deswegen machen wir jetzt mal auf Verdacht.
Und? Trifft es zufällig? Oder wir stellen einmal wieder Molotovs her, so by the way. Und ich glaube nicht, dass ich hier was kaputt gemacht habe. Nee. Nee, ich wäre gerade aus der Karte auch nicht schlau, um ehrlich zu sein. Vielleicht ist... Ach... Ja, eigentlich ist hier schon das Gebäude gemanagt, ne? Können wir da hochkraxeln? Das ist auch nicht möglich. Nee, ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Die Leiche können wir noch plündern. Mit einer Bierflasche ist wieder gut. Okay. Weil ich mag es normalerweise... Schade, da ist überhaupt nichts drin im Kofferraum. Ich mag es so nämlich überhaupt nicht auf Verdacht einfach Molotovs irgendwo reinzuschmeißen. Aber hier sind wir jetzt schon mal ein Stockwerk höher. Da könnte man... Jo, da ist es doch. Da könnte man dann schlauer draus werden. Okay. Wow. Wow, leck mich doch am Berzel. Fort mit dir, du Drecksfreak. So, warte mal. Für euch habe ich was. So. Die sind, habe ich das Gefühl, bei Tag 8 schwächer, die Freaker. Das ist für mich natürlich von Vorteil, wenn dieses Gesindel bei Tag schwächer ist. Wir warten jetzt nochmal, bis das hier abgebrannt ist vollständig, die Scheiße. Weil hier habe ich zumindest 2 von 3 Nester schon mal komprimiert auf einem Haufen gehabt. Und selbstverständlich hören die auch, wenn hier die Luzi abgeht. Nestrückstände sind allerdings voll. Okay. Gut, da ist nochmal was. Schick, schick. Nochmal Desinfektionsmittel. Gut, dann suchen wir nochmal weiter das infizierte Gebiet hier ab. Okay. So. Der andere, genau. Da ist nochmal irgendein Fehler drin. Ja, komm her. Scheißvieh. Gut, jetzt haben wir allerdings kaum noch Munition mehr. Das ist natürlich bitter. Und die Nacht bricht herein. Das sehe ich auch nicht gern, um ehrlich zu sein. Aber ich muss mich trotzdem hier gründlichst umgucken. Das Ganze natürlich auch hier in der Hoffnung, nochmal Gegenstände zu finden oder ähnliches. Ja, zum Beispiel wertvolles... wertvolles Kerosin. Alter. Was machst du? Da ist Kerosin. Nimm. Nimm. Ich glaube, ich sollte eine Software-Aktualisierung in Betracht ziehen. Das sind mal ein paar zu viele Bugs gerade, um ehrlich zu sein. Okay, 2 Polizeiautos. Perfekt. Könnte auch genau das drin sein, was ich brauche. Jo, 24 Sturmmuni. Lad nur noch, Kerl. Irgendwas kriecht hier wieder rum. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mehr Sturm... Oh, jetzt hol dieses scheiß Kerosin, Alter. Okay, was? So, genau dafür habe ich den konzentrierten Schuss. Aber es kotzt mich gerade an, dass er dieses scheiß Kerosin nicht einfach aus diesem Kofferraum rausholt. Das ist anscheinend kein besonders gutes Kerosin. Deswegen möchte Deke das nicht. Na gut. Hier möglicherweise im Gerichtsgebäude. Kann man hier einfach aufmachen, oder? Scheiße. Schade, das hätte mich sehr interessiert, das Gerichtsgebäude. Aber wir gucken uns selbstverständlich hier nochmal alles an, was geht. Dass wir hier möglicherweise noch Nester ausfindig machen. Das ist ja glücklicherweise nur noch eins übrig. 2 waren zum Glück sehr dicht beieinander. Das heißt im Endeffekt, dass nur noch irgendwo eins ist. Und ich hasse es, diese letzte Nadel im Heuhaufe zu suchen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich kann's riechen. Ich muss in der Nähe sein. So, jetzt bist erstmal du dran, du Scheißvieh. Und irgendwo hier muss ein sein. Warte mal. So, dich, Hämmer. Okay. Du bist der Nächste. Und du bist noch dran. Okay, gut. Alles klar. Jo, Nest wird uns auch hier angezeigt. Perfekt.
dürften jetzt auch weniger rauskommen von den Freaks. Halt, Moment. Da ist das Nest schon. Und wir rahmen mit dem nachübersetzte Basie auf. Und haben damit auch wieder ein Nest zerstört. Und wurde mit Shermans Camp zu 70% gesäubert. Gibt wieder 350 Vertrauen bei Iron Mike. Und Infizierungsbeseitiger zu 46%. Ja, da haben wir anscheinend noch ein paar infizierte Gebiete, die es zu klären gilt. Boah, Alter! Gut, ich mache jetzt noch mit dem Stiefelmesser, aller. So, okay. Damit habe ich aber einen ganz schönen Teil von der Horde hier auf mich gezogen. Aber immer hier, ihr liebe Leute, diese fucking Nester sind jetzt erstmal weg. Und wir können noch ein bisschen basteln. Dann sind wenigstens die Mollys wieder am Start. Und ich sollte mal, dass ich hier wegkomme. Die Tür ist verriegelt. Scheiße. Und dass ich in der Hauptquest noch ein bisschen weiterkomme. Und zwar muss ich genau in dieses Gebäude hier rein. Steht auch schon wieder My Bike. Okay, ich habe mich so allmählich durchgearbeitet durch Shermans Camp. Das heißt, jetzt kann ich mich voll und ganz dieser Aufgabe hier widmen, da reinzukommen, wenn möglich, ne? Das sieht aber nicht so aus, als ob ich über den Müllcontainer da rein könnte. Wow. Warte mal. Warte mal, da ist dieser Freaker. Und den können wir hinterhältig. Sehr schön. Ohr. Jo. Und irgendwie müssen wir da reinkommen. Wenn möglich heil reinkommen, ja. Jetzt kann ich ja die ganze wie so ein Straßenköter außer rumschwänzler. Aber trotz allem finde ich keinen Weg hier rein. Möglicherweise über die Dächer, über das Dach vom Nachbargebäude. Oh, da kommt noch einer A. Der kann dem saftigen Kadavergeruch nicht widerstehen. Und hier haben wir zu. Tja. Dann bleibt ja wohl nur über die Nachbargebäude möglicherweise reinzukommen. Ah, okay, ist Gott sei Dank nur irgend so ein Mannequin. Ich habe schon gedacht, du stünde einer. Da können wir an nirgends hochklettern. Ja, das gestaltet sich offenbar als schwieriger als gedacht. Weil hier hoch müsste ich. Ich befürchte, ja, der steigt dann einfach nur in den Müllcontainer rein. Und hier über die Front kommt er nicht rein. Tja, das wird jetzt wieder spaßig, ihr liebe Leute. Möglicherweise kriege ich das in den 2 Minuten noch raus, wie das funktioniert. Möglicherweise bin ich auch einfach nur dumm und krieg's überhaupt nicht mit. Weil das einzigste Gebäude neben dran ist halt das hier. Und da gibt's auch nichts, wo ich noch overklettern könnte. Tja, da hinten dran ist eventuell noch, dass ich möglicherweise über 3 Gebäude kraxeln muss. Sprich, das hier. Das hat allerdings kein Obergeschoss, wie sie das hier so andeutet, ne? Hoppendler. Oh, da hat einer was gesehen, glaube ich. Ja, geh wieder. Geh wieder, du Scheiß-Typ. Ja, du bist gleich dran. So, du bist dran, Pikachu. Und weg ist er. So, tja, das sieht wohl echt schlecht aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier reinkommen soll, um ganz ehrlich zu sein. Und jetzt haben wir uns auch noch mit halb Shermans Camp Art zu legen. Ja, das war wohl ein Friseursalon, so wie das aussieht. Der einfach nur sehr hoch von der Deckelkonstruktion war. Tja, halbe Minute habe ich noch. Hier komme ich nicht rein, ne? Dort drüber komme ich auch nicht hoch, ne? Das nützt mir auch nichts. Ich hoffe jetzt nur an der Stelle, dass das hier kein Bug ist. Sonst habe ich nämlich echt geschissen. Dummheit, damit kann man noch leben, mit der Dummheit vom Let's Player, aber wenn ein Bug drin ist, dann kann auch der Let's Player nichts mehr machen. Komme ich hier vielleicht... Ne, das ist nur Fenster. Ich habe gedacht, das wäre möglicherweise Leder oder... Ah, da ist er. Da ist doch Feuerleder. Kann man das vielleicht runterschießen?
Habe ich zufällig einen Schalldämpfer oder was parat? Nee, sieht nicht so aus. Ah, da ist ein Schalldämpfer. Ja, super. Na? Nee. Tada! Okay, alles klar. Dann, ihr liebe Leute, würde ich sagen, ich mache an der Stelle hier meinen Cut, nachdem ich das jetzt gelöst habe, und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern. Yankee.